Ich bin aus Lebkuchenteig. Ja, das ist doch gleich. Teig ist Teig und Prinz ist Prinz. Und darum begleite ich Sie jetzt zum Schloss. Es ist ganz in der Nähe. Und da war der Lebkuchenmann natürlich froh und ist mit dem Fuchs gegangen. Als sie zu einem Fluss gekommen sind, hat der Fuchs übergezeigt und gesagt: «Dort hinten liegt das Schloss, Majestät. Springen Sie auf meinen Rücken, dass ich Sie überbringen kann.» Sie sind fast am anderen Ufer angekommen. Da sagt der Fuchs: «Oh je, es kommt eine Wellenhoheit. Sie müssen auf meine Nase sitzen, sonst werden Sie aufgeweicht.» Und da ist der Lebkuchenmann dem Fuchs auf die Nase gesessen. Kaum aber war der Fuchs im Trockenen, hat das Maul weit aufgesperrt und schwupp, hat er dem Lebkuchenmann beide Beine abgebissen. «Hilfe!» hat der arme Lebkuchenmann gerufen. «Ich bin schon halb gefressen, oh hi!» Und dann hat er gar nichts mehr gesagt. Jetzt war er nämlich ganz verschwunden. Also, der Lebkuchenmann, der wäre wirklich gescheiter bei der alten Frau geblieben. Dann könnte er jetzt noch im warmen Stübli stehen und könnte es schön haben. Aber er war halt wirklich zu verschämt.